Ja, grüß dich Christine, schön, dass wir heute bei dir am schönen Sursbauerhof sind. Wir sind jetzt in St. Wolfgang, am schönen Wolfgangsee. Und da spielt Brauchtum und Tradition eine ganz große Rolle. Und auch die Tracht ist da allgegenwärtig und darum hat mich auch heute in die Tracht geschmissen, in mein Dirndl. Und Christine hat ein ganz besonderes Händchen für den Handdruck. Und da freue ich mich jetzt, wenn du uns da ein bisschen was erklärst, was die Modeln ausmacht und die Farbe, die spezielle. Ja, sehr gern. Ich habe mir gedacht, heute drucken wir uns einmal eine Handtasche. Ganz einfach. Es ist so, wir brauchen Holzmodeln dazu, es gehen auch Knobelmodeln und Stofffarbe. Stofffarbe deswegen, weil es natürlich sonst runtergeht und nicht hält. So zum Stoffdrucken selber, es ist eine uralte Tradition, die es speziell im Ausseerland sehr viel gibt. Und eben auch am Wolfgangsee, dann ist es ein bisschen verloren gegangen und wir lassen es wieder aufleben. Schön. Die Modeln, von wo hast du die oder von wo kriegt man die in dem schönen Muster? Wir haben ein Holzgeschäft in Bad Ischl und da habe ich mich einmal so durchgestöbert und habe mir gedacht, alles was ein wenig so zu uns passt, das nehme ich mal mit. Die werden ausgeschnitzt, siehst du die Muster richtig ausgeschnitzt, nicht tief und so kann man einfach lieb drucken. Dann sage ich, fangen wir mal einfach an. Ja, probieren wir es, ob es halt Farbe, ob es was wird. Ich habe mir gedacht, auf das Grau passt ganz gut ein Weiß. Man sieht auch das Grün, aber halt, es ist nicht ganz so. Es ist ein bisschen dunkler, das Weiß kommt sicher gut zur Göttin. Genau, das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Das ist die Farbe, die habe ich mir vorher schon gemischt. Die wird jetzt auftragen auf das Pad. Nicht zu dick und nicht zu dünn, damit der Stempel nicht untergeht in der Farbe. Machen wir uns da ein schönes Fleckerl und dann probieren wir es einmal. Ich habe mir gedacht, wir setzen vielleicht einen Hirsch in die Mitte und dann rundum ein paar Blumen. Schauen wir mal. Stoffdrucken ist insofern lustig, weil einfach man sieht gleich einmal ein Ergebnis. Das schaut ja toll aus. Bei dir habe ich schon gesehen, hinterm Rücken, das schauen wir uns dann noch genauer an, hast auch ganz ein schönes Muster aufs Dirndl aufgedruckt. Ja. Das scheint deine Leidenschaft zu sein, gell? Genau. Das ist sicher ein super Hobby. Und einfach einmal was, weißt, was nicht so alltäglich ist und zu uns zur Tracht ganz gut passt. Ja. Eben auch Stoffdrucken kann man eben für alles sehen. Vorhänge, Tischdecken, alles was man halt so im Haushalt braucht. Machen wir ihm da noch ein kleines Blumerl her. Und vielleicht in die Ecken, weiß ich auch nicht, ein wenig so ein Streißerl. Ja, das passt gut dazu. Das probieren wir. Und die Gäste werden sich wahrscheinlich auch ab und zu freuen, wenn du denen so ein Gastgeschenk mit heim gibst. Genau, speziell für Gästeehrungen oder Geburtstage. Die Wochen haben wir eine goldene Hochzeit im Haus. Das ist eine besondere Erinnerung. Ja, und ich glaube, unsere Gäste schätzen das auch, weil es halt was Dosiges ist. Was du nicht so kaufst, weißt du, was halt einfach... Nein, und weil es handgemacht ist, Genau. weil es bei dir die Handschrift tragt quasi. Ein bisschen mit Liebe und halt auf die Leute ein wenig angestimmt. Das ist schon mal ganz nett, gell? Und das lässt jetzt wie lange trickern, dass das nicht runtergeht? Das lasse ich jetzt eine Woche trickern. Dann spanne ich mir ein Tuch drüber und bügel es rein. Und dann ist es fertig. Dann ist fertig. Ja. Und dann geht es aber, wenn ich mir es jetzt zum Beispiel, wenn es ein bisschen regnet, wenn es mir drauf regnet, geht es auch nicht runter. Nein, das hält bombenfest. Das hält bombenfest. Ja, das hält bombenfest. Wir könnten auch noch ein Zierleisterl ummachen, oder? Wie es halt jedem gefällt. Und so ist es halt ein liebes Geschenk, finde ich, oder? Na super. Ha? Super. Alles Tracht.